Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Come Deliverance. Wir gehen zu den Torführern, schauen, was da los ist. So wie das uns in der letzten Folge ist beauftragt wurde. Und jetzt? Ah, da rauf. Okay. Und überhaupt mal Robar reden. Wächter. Robar ist da drinnen. Und ich habe irgendwie noch keine Schuhe. Das ist ein hoher Scheissdreck. Seid auf das Schlimmste gefasst. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Geh ihr nach. Sagt den Leuten draußen, sie sollen sich auf einen Angriff gefasst machen. Ah, da ist der Herr Robar. Ist der Hauptmann oder der Herr Robar? Hauptmann Herr Robar. Okay. Herr Hauptmann Robar. Was ist denn da los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Skarlitz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divisch sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und der Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht, Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welche Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Divisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Talmberg verbringen? Nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Ratay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich noch mal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Talmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir.
Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Hanusch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Sehr interessant. Es ist jedes zweite Wort im Untertitel falsch, aber es ist, ja, ich habe Nachsicht, aber es ist ein bisschen irritierend, wenn man da lässt und da schaut, das ist nicht so, ja. Männer, heute Nacht So. verdreifachen wir die Wachpost. Oder? Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Oha. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, Was zur Hölle machst du vermutlich da? auch Männer, die sie verfolgen. München geben, komm. Ist das dein Ernst? Bezüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Nervt's dich? Nervt's dich? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Nervt's dich? Was zum Teufel? Heinrich, auf ein Wort. Ja, hier. Verdammt. Was ist denn verdammt? Ich komme aufregen gegen mir. Kann ich etwas Wie kann ich helfen? helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Cool. Jetzt können wir Wach schieben. Jetzt ist es neu, oder was? Oh. In Dörfern verschreckt eine blank gezogene Waffe die Leute und die Städter schicken wir die Wache auf den Hals, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay. Öffnen. Nein, das kann ich nicht wählen. Schließen. Entschuldigung. Schön. So, excuse. Und jetzt? Möchte reden? Kann ich mit dem reden? Guten Tag. Was? Schlurfst herum Oh. wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Merci vielmals. Ja, okay. Aber so lange muss ich noch nicht stehen. So. Gut. Was ist? Was ist passiert? Alle Mann an die Außenmauer. Rasch, wir haben Besuch. Hey, Das ist jetzt wieder, wieso hat jetzt plötzlich. Ne? Oh, was? Okay. Ja, geil. Gütiger, uns wird es wie den Skalitzern ergehen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Talmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie?
Ich bin Herr Marquardt von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ja, klar. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquardt. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalenberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalenberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalenberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. So sieht es aus, hä? Jetzt greifst du gleich an, du Arschloch. Ja, fick dich doch. Ah nein, okay. Doch nicht. Nico, ja. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Redekunst, hä? Die Redekunst. Ich gehe auf die Redekunst. Ich skill auf die Redekunst. Das finde ich, das gefällt mir. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Nur auf einen Kampf. Vielleicht müssen wir hier in diesem auch ein bisschen kämpfen. Dass er dann erfällt am Ende von diesem Riesenspiel. So. Marquardt von Aulitz. Okay. Jetzt muss ich tatsächlich gleich noch dort raus. Ich verrecke. Ist das dein Ernst? Na, was zur Hölle? Sorry, hä? Oh, so. Und jetzt? Dort schnell güchseln. Jetzt Quest-Lögli reingüchseln. Nein, es ist schon wieder Zeit. 14 Minuten und 49 Sekunden. Schon wieder. Wahnsinn. Okay, Opfer beschafft ihr ein Pferd. Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Oh, Kampfplatz. Cool.
Jetzt gehen wir noch schnell da ein bisschen drum läuferle und gucken noch schnell das Zeug an, vielleicht noch ein paar Sachen entdecken. Die Hühner, die wissen wir schon, wie sie tun. Wir eins runterschlagen. So. So gut. So. Nom, nom. Okay. Gut, in dem Fall, ich wünsche euch gute Zeit. Auf Wiedersehen. Merci. Danke. Liken, teilen. Tun wir gleich rauf. Und